Lisa Azorlorem NRW Sit Lisa ich weiß mal, dass de Millesime 65 ganz gute wär. Du warst beim Domain 64 so als méi. Genau, Kamil. Es ist beim Domain 64, hier steht ein Tun Gödert. Und gibt es ja noch Mengen stehen hier beim klassischen Winzer, die Weinflaschen, Hanna, da ist alles mehr. Irgendwie sind wir aber heute nicht bei einem Winzer. Absolut richtig. Wir sind haben eine solidarische Landwirtschaft schon angefangen, letztes Jahr, wir sind ganz neu. Ich hatte immer die Idee, dass ich meinen eigenen Wein habe. Und ich habe gedacht, es gibt mehr Leute, die die Idee haben, ihren eigenen Wein zu haben. Dafür habe ich das Projekt Domain 64 gegründet. Und das Logo von dem Ganzen ist «Mein Wingert, mein Wein». Mein Wingert, mein Wein, das heißt, ich kann mir nur Wingert kaufen und dann mein eigenen Wein machen. Genau, richtig. Das Prinzip von der solidarischen Landwirtschaft ist so, dass ich bei mir eine Parzelle, eine symbolische Parzelle kann pachten, von Jahr zu Jahr. Und dann kriegt als Ausgleich zu dieser Mama-Karte zum Schluss vom Jahr sein Wein, sein Essig und sein Jus. Okay, wie viel Wein kriegst du dann da auf so einer Parzelle? Musst du die Weinkeller ausbauen oder geht das nur mit pur Kosten durch? Ja, das ist schon ein bisschen gestaffelt unter Mamas-Karte, die hat einen gewissen Preis. Und dann hängt natürlich auch von Jahr zu Jahr, wie die Rekolt ist. Auch das Prinzip von der solidarischen Landwirtschaft, dass wenn der gut Jahr ist, kriegt jeder mehr Wein, wenn der schlechte Jahr ist, als Gesamtmauerschaft, die dann das Ganze mitdreht. Okay, und du dir mal raus, ich zum Beispiel persönlich schon am nächsten Pinot Gris kenne ich so, ich will nicht mehr Pinot Gris kriegen. Das geht leider nicht. Das ist schon auch da die Idee, dass jeder nicht selbst kriegt. Alle Mama kriegt dieselben Wein, dieselben Produkte. Das ein Teil ist halt der Projekt Domain 64, die solidarische Landwirtschaft. Der andere Teil ist der kommerzielle Teil, wo der Wein so verkauft wird. Aber im Prinzip kriegt immer jeder dasselbe, dass auch kein durch schlecht durchsteht. Und die guten Weine kriegt und die anderen die schlechten Weine. Es gibt ja keine schlechten Weine. Also es gibt keine schlechten Weine, also jeder hat seine Präferenzen. Okay, und nur mit den Etiketten, das heißt, du könntest mir dann ein ganz individuelles Etikett machen und meinen eigenen Wein. Genau, das ist auch möglich. Die könnt absolut das ganz labeln. Ähnlich gibt natürlich auf all Etikett die Parzellennummer draufgeschrieben, dass jeder weiß, okay, Parzellennummer Nummer 5 zum Beispiel, das ist meine Parzelle, das ist mein Wein. Du siehst auf der Etikett Nummer 5, das ist mein Wein. Okay, das klingt aber wirklich richtig spannend. Wie viele Leute machen dann so aktuell mit? Also auch für Domain 64, wir haben 64 Parzellen frei, insgesamt wie beim Schachbrett verdelt. Und für das Jahr habe ich noch 15 Parzellen frei. Und ich hoffe, dass die 15 Parzellen dann noch das Jahr dann nach fortgehen. Aber bis wann ihr den Zeit für sich zu melden? Das ist ganz egal. Also wie gesagt, das von Jahr zu Jahr kann ich das ganz verlängern. Die Rekolte ist immer September, Oktober. Es gibt aber kein Delay, wo in Dolo muss Mama gehen oder wie ich will austreten. Absolut nicht. Okay, auch vom Finanziellen hier gesehen, dass du etwas so viel ausgibst, wie wenn ich mir Flasche Wein so kaufen? Oder ist das aber trotzdem auch mehr interessant? Das ist auch mehr interessant, weil über die Jahr macht man ein Events für die Lies, für die Vierderweißen, für die Krämer, wo man es dann immer als ganz Mama-Schaft treffen, wo man die Weine schmachen, gucken, welche Richtung das geht, wo wir im Keller sind, über Christach, wo man zum Glühwein getrunken. Also das ist ein bisschen die Idee auch, eine Gemeinschaft zu haben, dass die Mama gesagt, wo man an den Wingerten drin sind, wo man im Keller drin sind, dass man einfach solidarisch ist. Okay, das ist wirklich auch eine große Familie hier nur und lernt bestimmt Tonnen neue Leute kennen. Absolut richtig, das ist immer flott mit der Mama zu schwätzen, auch weil der Kontakt zwischen dem Produzent und dem Konsument ist. Dafür ist es schön, dass er einfach die Konnexion hat und immer weiß und kann froh, wo wir den hin, welche Richtung will und einfach auch das Feedback kriegt, was in den Produkten wert wäre und was gefällt dabei. Okay, also ich fand persönlich, das klingt mega interessant. Ich weiß nicht, wie sagst du das, Kamil? Soll man nicht vielleicht als eine Parzelle kaufen oder lohnen und dann als einen eigenen Wein produzieren? Lisa, das machen wir, da muss man just noch einen Umfang dafür. Solidarisch ist man schon direkt mal sympathisch und du kannst ja mal schon anfangen, dann die Etikett zu planen und zu designen.